Das sind die Klöten. Scheiße, ich hab Klöten gesagt. Grüß Gott. Guten Tag, Poster. Herzlich willkommen und guten Abend. Cheers. Der Rotscher, ja. Cheers. Ich will einmal ganz an. Ja. Du fährst. Stiefkind. Nein, ich kriege noch eins. Seien Sie begrüßt zur fünften, ja, es ist die fünfte Rotshow. Ausgabe. Live aus dem Studio B an einem geheimen Ort unter Wasser.
grüß Sie. Ja. Servus Patrick Albrecht. Servus, Patrick. Hey Grüß Johnny dich. Park. Schön, dass du der eine bist, der zuschaut. Grüß dich. Was gibt's? 12 Leute schon zu, Na, sagt das YouTube. sind mehr als wie auf unsere Konzerte einmal. Da waren schon bei Konzerten weniger, ja? Nein, sie sind schon da, sie schauen nicht zu. Ach so. Die sind dann meistens an der Bar oder am Klo. Stehen mit Oder, dem Rücken zur Bühne. ja, das sie hören weg. Security. Das ist Verweigerung. Oh, der Altersheim. Der Proletentoaster ist da, der Duke of Floridsdorf, der war letztes Mal auch Ja, da. schön. Die ganze Hot Volley fast. Wenn sie alle eingeloggt haben, kann ja der Erste den ersten Witz erzählen, oder? Ich glaube, der Duke of Floridsdorf schaut schon seit der letzten schon durchgehend. Oder? Der hat sich gewundert, warum das Standbild so lange dauert. Ja, der hat das Stand gesagt. Ja, News aus dem Rotziversum. Naja, wer es jetzt noch nicht weiß, der hat geschlafen. Diesen Freitag, 22.11., 11 Jahre Rotzpiepen, da kriege ich gleich einen Kloß im Hals. 11 Jahre Rotzpiepen in der Arena, das Rotzfest 2019. Vor allem 11 ist die magische Zahl für Rockbands, oder? Aber jetzt sind wir volljährig und dürfen machen, was wir wollen. Ja. Ob jetzt haben wir Spinal Tap, jetzt haben wir 11. Jetzt können wir machen. Jetzt geht's los. Also, wenn ihr geglaubt habt, die letzten 11 Jahre waren schon heftig, ja, jetzt dürfen wir erst wirklich arg was machen. Na, wartet jetzt auf die nächsten 11 Minuten. So, also, der Karl, unser Regisseur, Ah, ja, sitzt zu Hause. Volle Sau. Karl, du volle Sau, nur weil der Zacharias letztes Mal krank war, Ja. feierst du heute krank, aber trotzdem schöne Grüße an dich. Geht's denn dir? Ich glaube, wir hätten uns nicht so innig Zungen küssen sollen, weil sonst ist nicht so gut mit Mums, Masern, Röteln und Feuchtblattern. Obwohl, ich glaub, Jetzt hat alle er. Der Vorteil, dass der Karl heute krank ist, wir haben einen Zuschauer mehr. Ja, das ist das, was ich letztes Mal war. Ja, stimmt. Der Elmardo ist auch da, die Lea, die Rose Pippen. Oh, die Prinzessin Ja, mit dem. die ganze Hot Volley wieder beieinander. Weil Ja. da hast du über 27 Satz schon alle, oder? 27, nein, wir Ja. leben ja noch. Ja, das Jungsterben haben wir leider alle verpasst. Ja. Das wird schwierig. Und außer der Lump, ich glaube, der Lump ist erst 15, oder? Nein, er meint mit 27 am Monat im Bau. Ja? Und da habe ich auch Ach erst so. 18 Monate. Na, Da fängt das zweite Gute Leben dann Führung, an. ja. Erzählen wir alle zusammen oder nur Ja, die na, zusammen, maximal? du Ja, legst zusammen. Zusammen. Warte, wie viel bin ich dann? Ein paar. Ja, na, aber zurück zum Rotzfest. Ach so, ja, stimmt. Ja, also diesen Freitag Rotzfest in der Arena und wie befürchtet, es wird wahrscheinlich wieder ausverkauft sein, so wie letztes Jahr, wir haben euch gewarnt. Es schaut sehr gut aus. Es gibt noch ein paar Tickets, die ihr noch am allerletzten Drücker im Vorverkauf erstehen könnt mit, oder mit, kaufen könnt. mit PayPal geht es auf jeden Fall, alles andere kann scheißen gehen. Genau, also Rotzpippen.at und im Shop könnt ihr noch Tickets vorbestellen, die wir für euch an der Abendkasse gern hinterlegen. Genau. Oder ihr riskiert es und kommt wirklich erst am Abend bei der Abendkasse hin. Da möchte ich aber betonen, Einlass ist um 19.30 Uhr. Und wenn es voll ist, ist es leider voll. Wir mussten letztes Jahr leider ein paar Leute an der Tür wirklich abweisen. Ja, es halt voll war, das Meine wollen wir uns Mama. halt ersparen. Ja, aber auf jeden Fall, wenn Sie noch kurz entschlossen sind, kommen Sie. Ja. Gibt's jemanden von den Zusehern, der noch keine Tickets hat? Das würde mich interessieren. Ja, das würde mich auch interessieren. Aufzeigen jetzt. Ich habe noch keine. Ja, wir schon auf der Gästeliste. Ja, danke. Na ja, schauen wir. Geil, ähnlich auf einer Gästeliste. 11 in der Band und ähnlich auf der Gästeliste. Eva Graf, ja, grüß Gott. Die Haben hat Sie sich, auch keine Tickets oder was? War das jetzt ich aufzeigen? glaube, die Eva Graf hat kein Ticket, ne? Ja, die lassen wir auch nicht. Kriegt er keins. Nein, kriegt keins. Auf keinen Fall. Ehefrauen sind auf hoher See und bei Rockkonzerten wirklich nicht erlaubt. Außerdem, meine Ehefrau sitzt links neben dir. Also stimmt, ja. Schatzi. Die Arbeitseva. Ja, wie gesagt, also wenn jemand noch sich kurz entschließt, Einlass ist 19.30 Uhr und ich würde sagen, das Programm startet schon um 20 Uhr mit Chris Zitter. Nicht zu versäumen. Danach Ja. geht es weiter mit unseren Lieblingstirolern. Die Analphabeten! Straight Outta Ellbögen, die Analphabeten. Schönen Gruß übrigens dorthin. Sollten Sie nicht wieder 17 Stunden im Stau stehen, werden Sie es pünktlich schaffen. Und wenn Sie das dann alles überstanden haben, dann bleibt Ihnen nicht erspart, Rotzpiepen live. Es wird wieder mal ein Geburtstagskonzert, es gibt tolle Einlagen, tolle Überraschungen, tolle Musik sowieso. Wir werden wieder eine Pinata zarficken, wie ja. es für Geburtstag gehört bei Kindern. Pinata. Und ja, seien Sie dabei, es wird ein Orgasmus. Schau, der Peter Power sagt, er hat heute gerade seine Tickets bestellt. Sehr gut, das Sehr waren brav. wahrscheinlich die zwei, Sehr gut, von denen du Peter. vorher erzählt hast. Sehr gut. Brav, Peter, weiter so.
Und die Lea hat scheinbar auch schon Tickets gekauft, weil sie gemeint hat, sie kann nicht auf unser Gewinnspiel warten. Oh. Dabei wollten wir es gerade heute machen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, das Gewinnspiel waren Fake News und wir haben gar keins geplant. Wir wollen die Leute noch hinhalten. Wir verschenken doch keine Karten, bitte. In Wirklichkeit haben wir Sondierungsgespräche mit den Analphabeten geführt. Das waren quasi Fuck News. Ja, das waren dann Analsonden. Oh, ein scheiße Finger jetzt nicht. Was Danke. sondiert man da eigentlich? Ja? Gut, gibt es sonst News? Sonst Neues gibt es eigentlich nicht viel. Wir haben ein Video gemacht. Haben wir ein Video gemacht? Oder haben wir das schon beim letzten Roadshow? Also haben wir das schon beim letzten Roadshow Das war präsentiert. die Premiere bei der letzten Runde. Richtig. Ja, Ja, na jetzt sage ich es euch heute nochmal, falls ihr schon wieder vergessen habt. Unnötig. Das waren einmal die News natürlich. Wir werden euch heute im Laufe des Abends auch weiter informieren zum Rotzfest am Freitag, damit ihr auch nicht vergesst, hinzukommen. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Ein Video zeigen wir euch. Und zwar nicht nur ein Video, sondern ich glaube, der Hauptgrund, warum die meisten von euch einschalten jeden Monat, die lang erwartete 5. Episode von Simmering ist überall. Und freut sich drauf, es wird immer spannender, immer blöder und immer unübersichtlicher. Immer besser. Immer besser. Und ich sage jetzt was ich schon lange mal sagen wollte, Mats ab. Diese scheiß Rausbippen, denen zahl ich's heim. Nirgendwo gibt's mehr Bier zum Kaufen. Die ganzen Heiselmannen, so ein Typ mit roten Haar, hat das alles aufgekauft, ja. Der Zebedeus, der Zwilling, der war nicht immer so ein Wahnsinniger wie heute. Der war ursprünglich der Originalgitarrist von Rotzbippen. Na, und jetzt ist er wieder da und er will Rache. Ich hoffe, der findet uns nicht. Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Simmering ist überall, es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont, Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Na Burschen, habt ihr euch vorher auch so angeschissen, wie es in der Proberaum dir geklopft hat? Bist du gescheit, da ist mir der Reis ganz schön gegangen. Erst, ich hab ja nicht wissen können, dass das meine Stalkerin ist. Mein Charme ist halt genial und ungebrochen, wie eh und je. Das heißt, der Charme herrscht, Alter. Du hast ja 20 Euro geschuldet, deswegen warst du da. Wie jedes Mal. Ist immer dasselbe. Alter, der Zebedeus hat uns ganz schön Arsch aufgemacht. Jetzt fahren wir 10 Minuten schon da durch die Pampa und haben noch immer kein Bier gefunden. Da gibt's nichts. Alter, was ist das da für ein Zettel? Eine Abrechnung? 10.000 Euro für eine Mauer um einen Proberaum drumherum? Seid ihr jetzt angesoffen? Erst, das war der anti-CBD-ische Schutzwall. Den haben wir braucht, den hat uns die Security empfohlen. Sowas brauchen wir unbedingt in Zukunft. Aber die Kosten brauchst du keine Sorgen machen, das hängen wir unsere Konzertbesucher um. Du, das ist alles deine Schuld, ja. Zuerst magst du eine gescheite Abrechnung über die Spesen und alles. Und außerdem, ohne deinen Zwillingsbruder wäre das alles nie passiert. Ja, Zacharias, du bist wirklich ein Schwabschell, das gibt's ja nicht. Okay, wenn ihr euch so aufregt, dann lege ich ab sofort meine Bandmitgliedschaft ruhend. Ja, ich tritt zurück. Macht euch den Scheiß allein nicht. Alter, was war denn das jetzt? Scheiße, ich glaube, ich habe irgendwas zusammengefallen. Ich schau mal nach, lieber. Schau mal, ja. Ist da was? Gar nichts ist da. Das war leicht. Gar nichts war, keine Ahnung, was da war. Jössers, na, welch ein Herzschlagfinale in dieser Episode. Also, ich wette, dass jetzt mindestens 3 bis 4 Leute da haben in Ohnmacht gefallen sind, weil der Schluss so reißerisch war. Ja, also ich bin schon sehr gespannt, was beim nächsten Mal sein wird. Ja,
was uns da einfällt, weil ich glaube, gedreht haben wir es ja noch nicht, oder? Vielleicht. Also, freuen Sie sich dann auf die nächste Episode von Simmering ist überall. Und ich habe ja auch ein bisschen die Befürchtung, Lumpi, dass dieser Zebedeus, ob der nicht irgendwie am Freitag in der Arena unerwartet auftaucht. Ich weiß nicht. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nein, auf keinen Fall. Also, die Securities sind gebrieft, dass sie ihn nicht reinlassen, aber ich glaube, also schauen wir, vielleicht kommt der Zebedeus auch am Freitag in die Arena. Wer weiß. Ja, Musik. Also wir spielen halt nur Songs, die aus der Setlist für Freitag rausgefallen sind, aus Zeitgründen, weil sonst hätte die Show wahrscheinlich 17 Stunden dauert. Und oder weil sie einfach nur scheiße sind. Na, sind super, aber wir wollten das dem Publikum und vor allem uns nicht antun. Das ist nett. Gell? Also, das Lied, das wir jetzt für euch spielen, heißt Mutterbutter. Viel Spaß! Sehr geehrte Guthaben, lieber Konsument, preise Ihnen Tiere unser neuestes Patent, das Ergebnis von jahrelanger Forschung auf dem Gebiet der Konsumentenforschung. Unser Produkt, das unterscheidet sich von allem, was Sie kennen, weil wir es bunt verpacken und besonders blöd benennen. Wir machen dafür Werbung mit dem ehrenwerten Ziel, dass die Kunde endlich weiß, was sie eigentlich haben will. Attraktiver macht das so. Mutterbutter reinigt ihre Felgen und den Hund. Es wird auch ihre Schruppen und die Katze kerngesund. Schmiert sie sich die Mutterbutter zwischen ihre Backen. Schaut gut aus, riecht sehr gut, hilft beim Entschlacken. Mutterbutter gibt es jetzt auch schon im Multipack. Als Limited Edition mit Fliegenspitzgeschmack. Stars und Prominente von der ganzen weiten Welt schwören auf die Wirkung, die fast 5 Minuten anhält. Mutterbutter, Mutterbutter. Alles auf dem Schlauch oder Schmieders auf dem Bauch. Ich persönlich nehm's ja auch. Und attraktiver macht das so. Eine Alvorada! Ich glaube, den ist die Mutterbutter in den Fies geschossen. Ja, seid doch ins Hirn! Jo, Mutterbutter, kaufen Sie dieses geschissene Produkt. Gibt's was Neues im Chat? Die Lea hätte gerne ein Simmering ist überall Double Feature. Was? 2 Folgen am Stück. Ja, bist du wahnsinnig. Lea. Das heißt einmal 4 Minuten statt 2, oder was?
Sowas kann man nicht bingen, das geht Ja, nicht. ich brauche nach den ersten 2 Minuten immer so eine halbe Stunde Pause, bevor ich wieder 2 Minuten kann. Der Rock, tue ich auch gern. Ja, es ist, wenn dann die letzte Staffel von Simmering ist überall abgeschlossen ist, haben wir schon eine neue Seifenoper geplant. Diesmal wird es eher so krimiartig. Es dreht sich um einen Mann, der bei McDonald's Pommes frittiert und nebenbei Drogen verkauft. Die Sendung heißt dann Baking Fat. Baking Fat? Oh. Ja, was? Was aus Dortmund? Dortmund. Okay, also lieber Zuschauer aus Dortmund, wir werden nachher noch mit dir reden. Jetzt kommt erst Fett. Hier hab ich gehabt, dass ich viel vertrag, bis ich beim Hering in Döbling unseren Flur getroffen hab. Der Hund kann saufen wie ein Fisch, ich bin bald gegen unseren Tisch, ich wollte Öl. Er hat mir das letzte Öl und ging mir leert die Bibel, als wie die Krüge. Für so ein 20 Liter Fasel braucht er höchstens 3-4 Züge. Er wird niemals Kardinal, das ist ihm scheißegal, aber ein Leber hat er, so groß wie die von einem Wal. Er ist fett, Ballonzenfett. Bevor er noch nicht spielen hat, sagt er, geht er nicht ins Bett, er hat noch so viel zum das Öl. Will sich nur viel Öl. Er ist so fett, Alter, ich kann nicht glauben, dass der noch steht. Na, na. Show, seit meinem Traum. Schon damals, wo man klar, dass der nicht nur den Messwein sauf. Himmel, Herrgott, Sakrament, der Trottel hat mich fast abdrängt. Und nachher oder sie ein Viertel von Jesus Blut schenkt. Er ist pur, vom blauen Tour. Bevor du nicht was nur schenkst, glaub ich, gibt der Tag nur. Und der predigt in der Fritten, dann fragt er aus dem Bett. Er ist so zart, ich brauch ja nicht in seiner Lütten. Na, na. Und ihr Saftwein, aber ist Ruhe den Licher Christ, darf man nicht so keinlich sein. Ich meine, er war damals davor in Sodom und Gomorra. Wo hätte da verbrennt der beim Herigen Sand? Er ist fett, Ballonzenfett. Bevor er noch nicht gespielt hat, sagt der Keller, der ins Glück, er hat nur so viel zum das Öl. Er will sich nur auf viel Öl. Er ist so fett, ich kann nicht sagen, dass der noch geht. Na, na, geht niemand noch. Querimano, 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 querimano. Das war schön. Zacharias Unfall am Gestank. Gesang. Verzeihung. Nicht umgefallen diesmal. Ja, wie gesagt, das waren 2 Lieder, die wir am Freitag nicht spielen werden. Aber ein Lied, das wir am Freitag ziemlich sicher spielen werden, das seht ihr jetzt in einem Einspieler. Und zwar, das ist Bumm zur live aufgenommen letztes Jahr beim Rotzfest, auch in der Arena Wien. Damit ihr ein bisschen einen Vorgeschmack bekommt, was euch am Freitag erwartet oder falls auch jemand unentschlossen ist, dieses Video wird auch dich überzeugen. Bitte schön, Bumm zur live in der Arena Wien. Bumm zur!
Kurz nach 4, Zeit für ein Bier. Ja, ich hätte auch gesagt, trinken wir mal wieder was. Wir trinken wieder geheimnisvolles Bier. Danke, Schwester, Ja, übrigens. das ist ein original kanadisches Question Mark. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, unsere liebe Crew bereitet uns beiden Feinschmeckern immer Bier vor. Wir wissen nicht, welches es ist. Wir sehen auch nicht, welches es ist. Und müssen am Geschmack erraten, welche Marke Bier wir hier trinken. Und bis jetzt ist unsere Ausbeute 0:4, glaube ich. Ja. Wir sollten da hinten eine Tafel aufhängen, wo wir die Stricherlisten führen, findest du Ja, nicht? das wird dann irgendwann was ich besonders leibend finde, ich wollte schauen, ob ich durchs Papier durchsehe und ich sehe durch, aber da steht Baratz in Orschke, das sind die alten Zeitlisten, was er nimmt. Also wirklich, hier wird auch der Umweltgedanke wirklich verfolgt. So. Ja, keine Seite, schauen wir mal. sagen wir mal Prost. Ne? Und stellst du da mit mir? Ui. Nein, ich wollte nur riechen, weil es fruchtelt schon ein bisschen aus der Tag. Also falls ihr irgendeinen Tipp für uns habt, welches Bier das sein könnte, bitte schreibt es in die Kommentare. Hilft uns dabei. Es schmeckt... Ist das ein Bier? Das ist ein Radler. Also ich hätte auch gesagt, es fruchtelt, es hat schon so außergefruchtelt. Ist das Fruchtfliegen, Geburtskanalwasser? Oder? Also ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und tippe mal drauf, nachdem einer von uns vor kurzem auf Reisen war im fernen Osten, in Myanmar, glaube ich, und so weiter, aber nicht von dort irgend so ein Geplörr mitzahlt hat. Aber es ist wirklich süß. Also es erinnert mir an einiges und meistens nichts Gutes, der Oliver aber meint, nicht an Bier. Der Oliver meint, deine Mutter Butterbier. Deine Mutter Butter? DJ Sigi, Prost. Ja. Zum Wohl. Das ist was, was ich nicht einmal meinen ärgsten Feind ins Gesicht laden hätte, wenn ich ehrlich bin. Also ist es Bier? Es ist schon Bier. Ja. Also ich sage immer so, ich habe schon mal besser gespielt. Ja, also aber es ist wieder immer grauslicher, finde ich. Ja, mit jedem Schluck, gell? Ja, schon. Ich schaue jetzt nach, was das ist. Du musst einen Tipp machen. Nein, muss einen Tipp einen Tipp abgeben. Lass uns so. Wenigstens einen Tipp gestehe uns ein. Ist es ein österreichisches Bier? Haben wir das wahrscheinlich noch nie gesehen, oder? Ja. Dann sage ich jetzt, das ist ein Original Bangkoker Eiertritt versetzt mit Ladyboy-Urin. Also ja, ich hätte auch geglaubt, das ist immer grauslicher. Ja, Ladyboy-Schweiß wird dort abgefüllt, weil die arbeiten wirklich hart, die Mädels, Boys, beides. Und der Schweiß von denen wird abgefüllt und das nennt sich dann... Lieber Duke of Florensdorf, nicht nur dir schmeckt es und uns schmeckt es auch nicht. Ich mach's auf, ich will das nicht bei mir angreifen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Egal welche Brauerei wir jetzt hier verunglimpfen, du hast es verdient. Andi Regie, das nächste Mal eine Öffnungslasche. Ja, warte, ich glaube, ich hab was. Ja, Hosch es. Ich hab schon. Hosch es. Das ist wie Weihnachten. Alter, was? Okay, also es steht Deutsch drauf, also es ist jetzt nichts, danke fürs Ausschütten, für das recht heftig, das Bier. Was ist das? Ja. Alkoholfreies! Ich lese nur das alkoholfrei. Ja, aber Bier oder alkoholfreie Limonade? Weil es hat nicht einmal ansatzweise nach Bier geschmeckt. Ein Klauster, Alter. Das ist ein Klauster, Alter, so schmeckt ich das. Ich weiß auch, wie das schmeckt, voll Teufel. Also ich kann euch nur empfehlen, bitte trinkt nie alkoholfreies Bier. Nein, ich meine, ich habe nichts gegen antialkoholisch, aber dann trinkt man bitte was Gescheites und kein... Das ist wie ein Tofu-Steak eigentlich. Ich habe aber schon ein paar Mal gesagt, wenn du kein Fleisch willst, dann willst du auch kein Steak vom Tofu, weil ein Steak ist ein Steak und ein Tofu ist ein Tofu. Und das ist ungefähr das, was die versuchen hier zu machen. Trinkt bitte Limonade oder Wasser und niemals so einen Scheißdreck, bitte. Also genau das eingetreten, was wir schon befürchtet haben, dass sie uns irgendwann alkoholfreies geben werden. Naja, so schlimm war es nicht. Ich habe nur einen Schluck gemacht. Gut. Also zumindest wissen wir jetzt, warum man uns hier diese scheiß Hauspapierrolle hergestellt hat. Weil Ja, die werden wir brauchen. Ich glaube, ich muss jetzt schon. Es ist echt machen wir Schluss, oder? Weil mit dem im Magen, glaube ich, brauche ich jetzt eine Klositzung. Das Einzige, was eigentlich feststeht, wenn Sie dieses Bier, und ich glaube, den Namen Bier hat das gar nicht verdient, trinken, werden Sie nie richtig tanzen können. Aber wer richtig tanzen kann... Das ist nur einer und er heißt Linda de Mol. Nein, Dancing Star, wie heißt der? Dancing Queen. Dancing Queen, aber falsch geschrieben, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber er spielt bei uns in der Band mit und er tragt weiß, ein Pyjama. Und ein Hut. Und jetzt kommt eine neue Folge von dieser wunderbaren Tanzeinlagensendung, wo Sie wirklich lernen können, Ihren Arsch zu bewegen zu Musik. Ja, viel Spaß. Lompazzi presents Dancing Queen. Grüß euch, liebe Rotzpiepen-Fans. Hier ist wieder Lompazzi mit
Lombardi Presents Dancing Queen, Folge Nummer 4. In der letzten Episode haben wir gelernt die Gangschaltung. Und heute bleiben wir im Proletoidenbereich und ich zeige euch die sogenannte Side Flag, auch genannt Seitenwatsche. Geht geschichtlich darauf zurück, dass man früher sich Platz verschaffen musste, als noch niemand die Pumpe gemacht hat. Da hat man die Leute einfach vertrieben durch die Seitwatschen. Dieser Move ist heute nur mehr kosmetisch anzuwenden, weil normalerweise habt ihr genug Platz. Und wie dieser Move geht, das zeige ich euch jetzt. Für die Side Flag, auch genannte Seitenwatsche, ist es wichtig, dass man seine Hand schön flach ausstreckt. Und dann ist es wichtig, dass man nicht sehr viel mit dem Arm sich bewegt, sondern die Schulter nimmt, mit der Schulter hinein. Das hat man damals gemacht, damit die Watsche auch viel Kraft hat. Heute in der Kosmetik verwendet man es meistens am Ende von Welle Forelle oder Gangschaltung, um hier dem Ganzen ein bisschen Flavor und Flourish hineinzubringen. Ein Beispiel. Hier schön auf die Seite und schön mit der Schulter. Nicht nur so, das sieht nicht aus, mag keiner. Schön im Grundschritt bleiben. Pumpe, Welle, Forelle und Side Flag, yeah! Watschen einfach, wie es der Name schon sagt, kann jeder. Und wie das bei euch aussieht, das sehen wir jetzt. So, meine Herren, Side Flag, runtergehen. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts, schön aus der Schulter, nicht zu viel mit dem Arm, nicht so wie daheim beim Frauschlagen, ja, so schön aus der Schulter, kommt schon langsam, ja, okay, integriert die Bewegung, Welle, Forelle, Side Flag, yes, ja, dann nicht wieder Papst, nicht so, Welle, Forelle und dann zoom. What the fuck? Das wird nichts. Musik bitte, ja, weil man bei dieser Grobmotoriker. Ja. Aus der Schulter, schön so. Nicht aus meiner, aus deiner Schulter, ja. Warte mal. So, jetzt geht es sicher besser. Okay. Schaust du aus? Nicht einmal anziehen kann er sich der Bur, ja. Okay, geht schon. Side Flag. Gerti, ruf meinen Anwalt an, das ist so ein Scheiß, bitte, ja. Aber wollt ihr mich verarschen oder was? So, und das war's auch wieder mit dieser Folge von Lombardi Presents Dancing Queen. Wir haben gelernt, wie man sich früher auf der Tanzfläche Platz verschafft hat mit der Side Flag oder der Seitenwatsche. Heute kosmetisch anzuwenden. Ich hoffe, ihr habt viel gute Verwendung dafür mit all den Moves, die ihr bisher gelernt habt. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, sage ich euch Dire! Ich habe wieder ein anderes Bier. Ein echtes Bier? Ich muss jetzt aber dazu sagen, die leeren Bierdosen, wir haben es jetzt ins Klo geschüttet. Ja? Die leeren Bierdosen habe ich beim Nachbarn entsorgt, damit wir keine schlechte Nachrede haben. Ja, wenn das einer findet, ist vorbei mit der Credibility. Ich bin nur immer schockiert von diesem Attentat auf mein Leben. Wirklich, aber dann weiß man wieder Otterkringer zu schätzen. Jetzt finde ich sogar das Otterkringer gut. Es bleibt ein Bisswasser, aber es ist ein gutes Bisswasser. Ja, ich mag Otterkringer. Ja, also ich mag auch Bisswasser. Ja. Ja, also. Wenn Bisswasser, dann zumindest eins aus Otterkringer. Ja. Weil das schmeckt immer so süß wegen die Mannerschnitten, was die Otterkringer den ganzen Tag essen. Aber Klausthaler macht nur alkoholfrei, oder? Haben die auch echtes Bier? Nein, ist da eigentlich Bier drauf gestanden oder haben sie sich nicht traut? Nein, das ist auch schon ein bierähnliches Getränk. Ja, Bier. Das wird irgendeine Brauerei gemacht haben, die wenn sich dachte, unter unserem Namen können wir das nicht verkaufen. Jetzt erfinden wir Klausthaler. Ich glaube, das ist das, was sie abfüllen, bevor sie die Hunde ins Becken schmeißen. Ja, also nichtsdestotrotz, das Bier war scheiße. Ja. Die Veranstaltungstipps, Alter, wo gehen wir hin? Fragezeichen.
ich würde sagen, nicht Lumpe, magst du vielleicht beginnen mit deinem Veranstaltungstipp? Ja, meine Falschaussagen-Verarschungstipps. Ja. Also ich habe gelesen, nächstes Jahr bin ich sicher voll nicht dabei. Am 16. Juli 2020 in Wiener Neustadt spielt doch tatsächlich Iron Maiden einen Stadion-Gig mit einer Wahnsinnskartenauflage von gerade einmal 10.000 Tickets. Ich meine, um die 10.000 Tickets, auch wenn das Ticket 140 € kostet, können sie ja nicht einmal in Sprit zahlen. Ja? In Sprit? Vom Tourbus von Iron Maiden? Ja. Naja, nein, vorher ein Flugzeug. Ne? Ja, eben. Ne? Außerdem, wo landet der in Neustadt? Naja, Flugfeld. Ja, bei Diamond Craft direkt im Designgebäude, ja, direkt klirren. Ja. Vielleicht schaue ich hin, weil vielleicht kann ich da eine Spezie einbringen, ansonsten scheiße wahrscheinlich Ja, eigentlich wäre es reichen, wenn du Theresienfest fährst, weil das heißt Episumme. Das stimmt, über den Truppenhausplatz. Also. Das stimmt, und wenn ich ein Bütz irgendwie fliege mit der Drohne hin, passt sicher gut. Ja. Fällt keiner auf, weil der Flugplatz ist in der Nähe, ja, habe ich halt von da. Ja. Also, ja, aber Iron Maiden in Österreich ist natürlich schon immer geil. Ne? Wollte ich auch sagen, nichtsdestotrotz, Iron Maiden live mal sehen, war das schon live. Und habe ich noch nie live gesehen. Fliegt er wieder selber, Nicht? oder? Nein. Das versandt. Aber ich muss sagen, ich war nie so der große Iron Maiden-Fan. Das ist irgendwie so... Ich auch nicht. Das Beste an der Band war für mich immer die Plattencover. Na, der Eddie. Ja. Also, merken, dieser Mensch kauft alkoholfreies Bier und ist nicht so der Iron Maiden-Fan. Sie sehen ihn heute vielleicht zum letzten Mal in dieser Band. Vielleicht verschwindet er irgendwo am Kanal. Ein Termin, den ich jedem ans Herz legen kann, und zwar an meinem Geburtstag. Da. Nein! 29. Geburtstag. Habe ich an meinem 17. Geburtstag, den ich nächstes Jahr 27. zelebriere, am 8. Februar im Gasometer in Wien spielt ein Sechstel von Rammstein, nämlich der Herr Lindemann, der jetzt auf Solopfaden auch unterwegs ist, wahrscheinlich weil ihm Rammstein jetzt schon zu weich geworden ist. Auf jeden Fall Till Lindemann im Gasometer, 8. Februar 2020. Ich glaube, das wird relativ schnell ausverkauft sein. Aber dort werde ich nächstes Jahr meinen 17. Geburtstag begehen. Wer mich dort sieht, darf mich gern auf ein Bier einladen, solange es kein Klaustaler ist. Ja, das wäre ja kein Bier. Ja, stimmt. Ja. Und eine Empfehlung von mir sind die Videos von dem Herrn Lindemann sich anzusehen, die sind relativ cool. Es ist so halt natürlich nicht ganz das Budget von Rammstein da, aber der macht auch echt lustige Videos. Ähnlich wie wir, oder? Ja, ungefähr in derselben Liga wie. Ja. Ich meine, es kann nicht jeder natürlich diese großartige Kunst fabrizieren, die wir machen, aber der Lindemann gibt sich sehr Mühe und ich muss sagen, dafür macht das recht gut. Stimmt, wir schreiben dann so ins Hausübungsheft, er hat sich sehr bemüht. Er hat sich sehr bemüht. Na, ich würde so einen Tollstempel sogar geben. Toll. Geil. Ja. Und der Sterndl-Pickel. Soll ich jetzt? Sag du fast noch, ja. Ich will auch noch. Also ich hätte noch einen Tipp, und zwar bald, am 17. November 2020 spielt die zweitbeste Band der Welt in der Stadthalle, glaube ich, ja, und das sind die Ärzte. Wer es nicht ganz erwarten kann, der kommt zu einem anderen Konzert, ich glaube, das kündigst du an, oder? Genau. Wer nach unserem Gig am Freitag, am 22.11. das Wochenende zur Erholung nutzt und dann am Montag vielleicht ein bisschen Energie wieder hat, kann zu SimCity gehen. Dort spielen nämlich Max und Igor Cavalera. Ja. Die Cavallo-Brüder. Die guten alten Sepultura-Hoshis. Ich weiß nicht, ob sie jetzt als Cavalera Conspiracy auftreten oder unter irgendeinem anderen der 17 Bandnamen, die sie gehabt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was die jetzt gerade machen. Ich habe keine Ahnung, was für Musik die da jetzt rausbringen. Laut und schnell. Aber ich glaube grundsätzlich, die zwei sind einfach unglaublich leibend und man kann sich es einfach anschauen. Also es ist sicher kein Fehler, dorthin zu gehen. Ich glaube, die kommen nur zu uns, weil es bei uns echt die derben guten Drogen gibt, die sie zu Hause nicht so gut haben. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, was nehmen die für Drogen? Brasilianer? Fußball. Am liebsten ein gewisser Karl Karlsson schreibt gerade, wer immer dieser ist, diese Geburt. Lindemann ist bereits ausverkauft. Bereits ausverkauft! Lieber Karl, nachdem ich weiß, dass du sicher 2 Tickets besorgt hast, du weißt, dass ich mir zum Geburtstag was wünsche. Genau. Und gute Besserung. Und vor allem, man muss sagen, das ist ausverkauft für Normalsterbliche. Für Rockstars wie uns gibt es immer so ein Kontingent auf der Seite. Verkauft ist ja das falsche Wort. Wir kriegen diese Tickets vom Herrn Lindemann persönlich geschenkt. Ja. Aufgedrängt. Er bringt das nackt aus einer Torte und überreicht uns die im Proberaum. Ja. Live zu sehen am Freitag in der Arena. Vielleicht hat er uns in die Pinata seiner Torte. Ja, aber wenn er ausverkauft ist, dann ziehen wir diesen Veranstaltungstipp hiermit zurück, geht's dort nicht hin. Okay, passt. Dann geht's lieber zu den Ärzte oder zu den Cavallo-Brüdern. Oder zu Rotzpiepen. Oder zu Maiden oder eben diesen Freitag zu Rotzpiepen. Ja.
Hätte ich Ja, gesagt, das war's war mit den nicht so schlecht. Veranstaltungstipps und ich glaube, es geht jetzt weiter mit unserer beliebten Rubrik Wünsch dir was. Das habe ich gemeint. Da sind wir wieder. Wow, wir waren lang weg. So, unsere Lieblingsrubrik Wünsch dir was. Da haben wir beschlossen, wir machen, was auch immer unsere Fans sich wünschen, wir tun es einfach. Und diesmal war ein besonders netter Fan von uns. Was hat sich der gewünscht? Ja, der Christian hat uns dieses Teil vorbeigebracht. Das nennt sich Pipi Party, ist eigentlich ein Spiel für Kinder. Und da geht es darum, ich komme jetzt einmal kurz näher, damit ihr seht, wie das Ganze da ausschaut. Und zwar, das ist einfach ein Scheißhaus. Ein Häusl, ich hoffe, man sieht das gescheit. Da macht man den Bodendeckel auf und da rein bei der Scheißhausrolle tut man drehen und je nachdem welche Zahl kommt, so oft muss man Und dann Ejakulitis Klo, oder was? spülen. Und durch einer ungeraden Anzahl von Spülungen kommt dann da ein Wasserstrahl raus, der einem ins Gesicht spritzt. Das Ganze ist recht lustig und lieb, aber warte, wie geht's wieder da um? Ist was drin? Ja, ja. Da ist etwas drin. Das Ganze ist recht lustig und lieb. Nein, ist ja Nur habe ich Schnaps mir gedacht, wir tun das nicht mit Wasser spielen, sondern wir spielen das mit Schnaps. Das heißt, wir drehen hier abwechselnd an diesem Scheißhausrad und bei wem dann was ausspritzt, in den Mund hoffentlich, der hat einen Schluck Schnaps und ist ausgeschieden. Du sollst in den Mund spritzen, du Ferkel. Ja. Ja. Und der Letzte, der überbleibt, darf dann den ganzen restlichen Schnaps aus der Klomuschel Nicht raustrinken. erschrecken, ich stelle kurz das Mikrofon ein bisschen auf die Seite, damit das nicht nass wird. Ja? Ich würde sagen, wer fängt an? naja, wir fangen aber der Älteste fängt an. Also du musst es drehen und so oft wie dann da steht, musst du drücken und den Mund hinhalten. Ja, also ich muss den Mund muss ich hinhalten, Ja, oder so was? dass in den Mund reinspritzt. Ne? Okay, Du musst mal drehen, wie oft du spülen musst. oh, okay. Wie oft? Zweimal. Ist schon bei Klodeckel zweimal. aufmachen? Ist schon kompliziert, gell? Ja. Und das ist die Ja, Spülung? spülen. Und nochmal. Okay. Okay. Ich habe gesagt, mach den Mund auf. Ja, ist aber gut, ein Obstler. Super. Okay, also Zacharias ist schon mal ja. ausgeschieden. Ich wurde angeschieden. Ja, du bist angeschieden. Der Philipp fragt, ob wir Feuchttücher zum Auswischen dabei haben. Ja. Brauchen wir nicht. Wir haben Trockentücher. Kann ich ein bisschen Klopapier, danke? Wir haben cozy Vierlage. Oh, 3. Ich muss dreimal mach ich den spülen. Mund auf, sonst spritzt du alles auf. Ja, wenn es jetzt stehen gerade war, wird es jetzt nicht gleich wieder. Was war's denn? Kennst du den Algorithmus von der Pipi Party? Ja, den hat der Vater. War das? Nein. Schmeckt der Wink? Okay, bist du ausgeschieden? Gut. Okay, So, magst du eine Tasche also, durch? das geht verdammt schnell, das Spiel, muss ich Ich sagen. hatte es ein bisschen am Arsch, aber. Oh, ich habe auch 3. Ui, Super. Lampe, ich glaube, du darfst es noch austrinken. na gratuliere. Tut das eigentlich weh, mag der Schnaps, oder? Nein, es hat gar nicht hingetroffen. Okay. Also, es brennt ein bisschen auf die Lippen, aber Das hat eigentlich nur mit mir 2 Jahre. es liegt an meinem Herpes, glaube ich. Wir haben Sudden Breath. Ja, also Schiebung! einmal. Ja, das Einmal, und der hat es jetzt, pass auf. Boah, jetzt wird's aber hart. Wir gehen in die Verlängerung. Ha. 1. Ich hab's aber gemacht. So, und bin jetzt sagen Prost und Sieger durch Ausscheidung und den Schnaps der Welt für mich. Leider habe ich ja seit kurzem auch das Alkoholproblem. Ja. Deswegen schaue ich, dass ich Er das trinkt das Heisel schon laut. So. Ich hab's versucht. Ja. Und Hervorragend. wie lange ist denn die Sendung her, wo man die Solette gefressen hat? Weil ich habe gerade in der Couch gefunden. Super, oder? Also, lieber Christian, danke für diesen tollen Tipp. Solltet auch ihr einen Hinweis für uns haben, ein Spiel. Viel Spaß gemacht. Sollen wir es zurückschicken oder dürfen wir es gehalten? Nein, er hat mir es übergeben mit den Worten, kalt sich das, es heiseln. Ah, sehr gut, Dankeschön. Vor allem sollte man vielleicht anmerken, wie man merkt, uns ist wirklich nichts zu blöd. Also wir haben da echt keinen Genierer. Wir machen, ich glaube, fast alles. Das nächste Mal spielen wir eine Kamera geil Uno oder so. Ja, solange es keine Band interner Gangbang wird, also ein Bandgang, macht man schon alles. Ja. Ja,
Das schaut dann aus wie Ja, ich glaube, es darf nichts sein, wofür uns YouTube sperrt, weil also ich glaube, wir müssen unsere Kleidung... Entschuldigung, er hat gerade so einen Scheiß aus Schnaps getrunken. Wenn sie uns für das nicht sperren, dann weiß ich auch nicht. Naja, hat sich das Scheiß aus über die Hosen geladen, mehr oder weniger. Ich glaube, solange man die Nippel nicht sieht, ist es okay für uns. Okay. Ja, geht auch. Speiben und Saufen müssen. Ich kann mir aber bemühen, da geht was. Ja, nachdem wir jetzt wieder mal gesoffen, wie die Volltrottel und gesündigt, wird es Zeit für ein bisschen Training, würde ich sagen. Ne? Ja, denn wir haben die nächste Einheit, nämlich Nummer 5 auch. Ja, 5, ja. Von dem einzigen Fitnessprogramm, was ihr braucht auf dieser Welt, um so richtig buff zu werden. Beefcake, Beefcake, fit mit Fett! Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Fit mit Fetz. Ich bin's wieder, euer Fetzenschädel, und heute trainieren wir mal hier auf der Hantelbank. Ganz wichtig, wie immer natürlich vorher, unser Stichwort CTM, Trainer, Trinken, Motivation. Das Trinken habe ich leider heute wieder wo stehen lassen, aber stattdessen habe ich einen Toast mit Mayonnaise. Ja, ich werde die Übung natürlich selber vorzeigen, aber leider, es ist mir wieder mal was passiert. Letzte Woche beim Schnitzelwettessen in St. Thomas am Blasenstar habe ich mir leider die Vorhaut gezerrt, darum Trainingssperre, aber nächste Woche bin ich wieder voll für euch im Einsatz. Und weil ich jetzt nichts tun kann, hilft uns wieder mal mein Schüler und Kollege Zacharias Unfall. Grüß dich, servus. Dann gehen wir so, oder? Schauen wir. Also mit Bankdrücken ist natürlich nicht gemeint, dass man jetzt auf den Röverstraßen fährt und irgendein Mensch mit Irokesenschnitt an sich drückt, sondern man tut Gewichte auf der Bank drücken. Da gibt es zwei Möglichkeiten dafür. Der Zacharias zeigt gerade die erste vor. Zacharias, bitteschön. Ja, und macht das ganz super. War Wahnsinn, gib alles. Alter, Wahnsinn. So Jungs, der Zacharias zeigt uns jetzt die zweite Möglichkeit vor, wie man Bagelgruppen macht, also bitteschön, leg los. Ja, sehr gut. Wichtig ist auch immer bei solchen Übungen, einen verlässlichen Trainingspartner muss man dabei haben. Das ist unverzichtbar. Ein verlässlicher Trainingspartner schaut auf ihn, hilft ihm, greift ihm, was notwendig ist und motiviert ihn sowieso. Also, Trainingspartner, ganz wichtig. Ja, geht schon. Guck mal da, was ist mit dir? Was ist? Ja, super. Du, warte ein bisschen, ich hol mir noch eine Mayonnaise, gell? So, das war's schon wieder mit Bangeldrucken. Man sieht aber auch gleich das Gute am Bangeldrucken, wenn man wirklich komplett übertrieben erschöpft ist. Man kann sich sofort in der Fitnessstellung auf den Bangel ausrasten. Das war's wieder für diese Woche bei Fit mit Fetz. Schaut euch unseren Kanal an, auf Rotspippen. Teilt uns abonnieren, teilt uns bestätigen, teilt was wollt mit uns, kommentieren, alles. Wir freuen uns über jeden Schatz. Also, wie gesagt, bis nächste Woche bei Fit mit Fetz. Viert euch! Ja, Verzeihung, wir mussten hier noch nackte Frauen bewundern. Das ist nur eine Titel. Ja, Florian hat bemerkt, nur Puffin gibt mir die Kraft und Ausdauer, die ich brauche. Na, was sonst? Was sonst? Aber wird der scheiß Papagei kassen mit dem Film? Paquito, oder? Paquito will Nudelkacke. Ich glaube, so war das. Ja, der wollte immer Nudelkacke. Paquito? Wurscht, sollten Sie sich wundern, welchen Scheiß wir da daherreden. Der Film heißt Zwei Asse trumpfen auf. Sie können sich vorstellen, wer da mitspielt. Weiter mit Musik der Fetischisten Walzer.
so gern in deiner Drecksvestirn. Wenn ich a dreckige Unterflag find, freu ich mich wie ein kleines Kind. Dann freit er sich wie ein kleines Kind. Und wir Schackelied, Schackelied, mein Nase steckt tief in mein Stöckl Schuh drin. Was noch an harten Tag fürchterlich stinken, los mich mein Bier daraus trinken. Bitte los, ihm sein Bier daraus trinken. Aber Schackelied, schau mich nicht so drüber da. Du weißt genau, ich bin am Mund, Trink, so. Marion, ich möcht ganz gern dein Unterwäschung. Durchaus dein Lallandanga heraus, durch meine Eier hängen unten heraus. Seine Eier, die hängen heraus. Bis am Boden. Monika, Monika, geh immer watschen oder besser gleich zwar. Was mich misshandelst mit Kerzenwachs, weiß ich genau, dass du mich magst. Weiß er genau, dass der Mops. Schau mich nicht so deppert an. Du weißt genau, ich bin ein Murz, drum, dreh, so. Rüdiger, ja Rüdiger, massier mal ein bisschen die Prostata. Der hat schon mir ich darf nicht höllerisch sein. Drum lad ich die heut zu mir ein. Drum lad ich die heut zu mir ein. Du, ich lad die heut zu mir ein. Ja, wunderbar. Und nach dem Walzer kommt die Polka. Das ist ja Wahnsinn heute. Ne? Eines unserer allerersten, eigentlich das erste Protestlied, das wir je gemacht haben. Schauen wir, ob wir es noch kennen. Da haben wir damals den 3. Preis gewonnen, gell? Den 3. Preis beim Protestsong Bei der Kasperl-Post. 2011. Na, bei der Kasperl-Post haben wir nie was gewonnen, weil unsere Antworten immer falsch waren. Echt? Bitte erinnert mich daran, also ich frage jetzt einmal, da hat vorher jemand geschrieben, er schaut aus Dortmund zu. Lass uns doch wissen, bist du Simmeringer, der in Dortmund verweilt, oder bist Oder du Dortmunder, der in Simmering. Und dann sag uns, warum de facto du uns überhaupt verstehst, wenn du Dortmunder bist. Würde mich sehr interessieren. Also bitte schreib uns, lieber Zuschauer aus Dortmund. Weil sie dort auch Mundart haben. Dortmundart? Dortmundart. Alles klar. Gut, also wie versprochen, die Würstelpolka. Viel Spaß. Wollen wir es gemeinsam? 1. Ich muss nur überlegen. Also, Herr Unfall übt noch kurz sein Part. Ich glaube, der war's. Klingt okay. 1, 2, 1, 2, 3, Bier! Kleines braunes Würstel, am Victor der Markollerie. Hollero, man kennt es aus der Zeitung, man kennt es aus der Kartollerie. Hollero, kommt nicht in den Sack rein, ich kommt auf die Blatt. Hollerie, Hollero, weil es wird Würstel, doch leck wieder du. Hollerie und Hollero. Schätze gegen Wien, das bist du mir stinkt, und trotzdem nicht im Ingenal versinkt und
Entfremdung von unserer Nation. Hollerie, Hollero, viele böse Mächte und das schöne Volk bedroht. Hollerie, Hollero, ohne unser Bürgerschuld, denn wir schon alles durch. Hollerie, habt den Mut ziehen, in unsere schöne Ziel, verteilt das alleine unser Pulverin. Weil keiner Mann sich nicht verwehren kann, sondern sieht das Schöne von allen Mittelland. Keine Freude, Würstel ist unser Superheld. Hollerie, Hollero, steck dir eine Wohnung, eine Arbeit und viel Geld. Hollerie, Hollero, es rettet unsere Welt. Hollerie, Hollero, es verspricht dir alles, du musst es nur noch wählen. Hollerie, Hollero, was illegales Plan, verteilt es alleine unser Vaterland. Wenn der Mann sich nicht bewähren kann, wenn er Hahn ist der Hahn. Und da ist laut mehr Hammer. Das ist schön. Ja, ich hatte keine Ahnung, wie das Lied geht. Aber Passt schon. unsere Fans singen das doch selber daheim mit. Ja, aber es war lustig, dass wir wieder so spielen. Wieso haben wir das lange nicht gespielt? Wahrscheinlich wegen der Ibiza. Das ist tief in den Knochen gesessen. Ja, klar. Ibiza sitzt uns allen tief in den Knochen. Also mir sitzt die Pizza tief im Magen, aber die letzte. Ich bin quasi Pizza. Mehr Pizza. Ich Pizza. Meine Pizza liegt schon draußen wieder. Meine Pizza liegt schon auf der Straße. Also spätestens noch ein Klaustaler würde ich heute noch Pizza von mir geben. Ja, also das war schön. Der Wolfgang macht Urlaub in. Also nicht in Farin. Wolfgang, ich will jetzt das nicht irgendwie in den Dreck ziehen, aber wie kann man im Ruhrgebiet Urlaub machen? Erklär uns das bitte. Also schreib uns, was du dort. Oder schaust du dir vielleicht einen Fußball Na, vielleicht ist er Mediziner und Ruhrforscher oder irgend sowas. Ja, das kommt. Also warum versaust du dir deinen Urlaub in Dortmund mit der Rotshow? Ja, genusssüchtig. Bitte gib uns Information. Bis es soweit ist, dürfen wir euch jetzt einladen zu unserem nächsten Programmpunkt. Ich glaube, wir haben ein Unplugged-Schmankerl aus der Szene Wien seinerzeit, aus dem Jahre 341. Vor Christus. Eine leichte Hommage oder Hommage genannt. Ja? Ein Hommage? Yep. Ja, wir haben damals... An Rolling Thunder, wie ich ihn gerne nenne. Ja, Rolling Thunder, ja. Na, wir haben vor einigen Jahren eigentlich im Garten der Szene Wien gespielt. Und dort das wunderbare Lied Mein Hund ist ein Epileptiker vom wunderbaren österreichischen Liedermacher und überhaupt Oberaufbegehrer Sigi Maron zum Besten gegeben. Oder zumindest wir haben versucht, es zum Besten zu geben. Das Ganze wurde von unserem lieben Carl Carlson gefilmt. Hast du was verloren, oder? Ja, ich habe die Beilagsschein gefunden. Aha, die Sherlock-Bein. Ja, na, auf jeden Fall hier ein kleiner Videomitschnitt aus dem Jahre Schnee. Rotzpiepen mit dem Sigi Maron Cover. Mein Hund ist ein Epileptiker. Viel Spaß damit. Bitteschön. Wir wollen den heutigen Abend da kurz nutzen für ein kleines Tribute. Ein Tribut. Vor 2 Wochen ungefähr ist leider ein ganz toller Musiker verstorben, nämlich der Sigi Maron, den wir sehr, sehr verehrt haben. Und kommt da noch. Aber ich glaube, wenn er jetzt von seinem Wolken anschaut, wie er sich deppert lacht, kann man mir eine Nummer vorher so richtig schlecht spielen. Also, wir haben uns einmal ausgesucht, was ganz schön ist. Da triff ich am Herrn. Und ich sehe, der hat seinen Hund und hat nicht gern. Ich fange an mit ihm zu reden, aber er redet nicht mit jedem. Aber ich besiegt, da bin nicht gesund. Und so geht's er und das ist ein Hund. Mein Hund ist ein Epileptiker und ein Epileptiker wie ich. Mein Hund ist ein Epileptiker und ein Epileptiker wie ich. Von mir zwei an Aufwall haben, ja, da schritten sie die Leute. Was wird zum Gesicht? Schau mal.
am Mond, ich gern Stich. Ich sei mehr ein Mensch und ich mehr ein Vieh. Das tut mir jedes Mal am Stich. Mein Hund ist ein Epileptiker und ein Epileptiker wie ich. Ja, mein Hund ist ein Epileptiker und ein Epileptiker wie ich. Sowas bringt uns Frieden, keine Ahnung woher. Und wir schon da weg. Es wird heiß, dann wird es kalt. Es riecht nach Wind, nach Nadelwald. Der Hund fängt an zum Grunzen und ich muss dringend tanzen. Jeder macht noch schnell schauen, wie es nicht holt. Und ich bin zwei Hund. He's a Epileptiker, oh, the Epileptiker, baby. Oh, he's a Epileptiker, oh, the Epileptiker, baby. Der Boy, die Bart so erklären, wo Gesicht, der Haut sein rund und heimlich leer. Fang ich wieder an, mit ihm zu reden. Schau mal, ob redet mit am jeden oder ob singt. He's an alcoholiker, oh, the alcoholiker, baby. 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 Dankeschön. Das reicht doch leider, ich glaube, es hat einen Erfolg. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu den Nerd News, die einzigen News, die ihr wirklich braucht, um up-to-date zu sein mit den Informationen, die wirklich zählen. Ne? Yes. Und es ist natürlich wieder ungefähr 4 Wochen her seit den letzten Nerd News und in einem Monat kann so viel passieren, es ist ja unglaublich. Wollen wir zuerst mal ein bisschen was erzählen oder gleich direkt mit dem Video einsteigen? Ich meine, wir machen es Vater zuerst aus unserem Trailer. Ja? Nachdem ja bei der letztjährigen BlizzCon ein Hate-Storm ohne Ende war, weil Diablo Immortal, ein reines Mobiltelefonspiel, angekündigt wurde, versuchen sie die Situation jetzt wirklich zu beheben, denn bei der diesjährigen BlizzCon wurde Diablo 4 angekündigt. Und die Leute sind natürlich aus dem Häuschen, es schaut ein bisschen dunkler aus angeblich, als wie Diablo 3, was angeblich zu bunt war. Gamer sind halt wirklich die ärgsten. Hast du das am Handy mal gespielt? Hast du das ausprobiert? Ja, das kostet ja nichts, oder? Man kann es ja runterladen und dann... Ja, natürlich habe ich es probiert, aber da kann ich mir gleich die Ziegelstein-App holen, ja, und einfach einen Ziegelstein mir anschauen. Ja. Aber ihr meint... Ja, das stimmt schon. Wenn ich am Handy spielen will, dann lade ich mir zum Beispiel Dr. Mario runter, was ganz lustig ist, das habe ich gemacht, das macht Spaß zum Spielen, aber da brauche ich nicht Diablo, oder? Korrekt, ja. Das funktioniert nicht, das macht keinen Sinn. Aber schauen wir mal, was sie jetzt zusammengebastelt haben. Wir haben einen Gameplay-Trailer-Teaser für euch. Gucken wir mal, ja, wie das wird. Okay, Inappropriate for Children ist schon mal in Ordnung. Natürlich ein bisschen Exposition, ist klar, und dann müssen sie alle bla bla machen. Ja, genau, ein bisschen so ein Cinema-Intro. Ja, natürlich. Das haben sie schon immer gut gekonnt. Also das hat schon zu StarCraft-Zeiten immer gut ausgesehen. Das war cool. Sie haben auch, glaube ich, so ein 8-minütiges Cinema-Trailer-Video, was nichts Gameplay-mäßig zeigt, ist wirklich gute Qualität, also besser als wie der Beowulf-Kinofilm, wo alles... Ja, für seine Zeit damals war er cool. Das schon. Ja. Oh, sehr nett. Ja, von der war in 3D. Ja, guck mal. Ja. Ich bin ja nicht der Diablo-Experte, ich habe gleich Diablo 1 oder 2 auf der Playstation ein bisschen mal gespielt, das war ganz witzig, aber wirklich drauf reingekippt bin ich nie. Es ist auf jeden Fall vom Farbton her weit dünkler gehalten und mehr Sepia-Farben und bei weitem nicht so bunt wie Diablo 3 war. War ein riesiger Shitstorm nach seiner Zeit bei Diablo 3, das ausschaut wie ein Kinderspiel. Und die Fans hatten nicht Unrecht. Das Einzige, was ich schon weiß über das Game, ist, dass die Dungeons wie immer zufallsgeneriert sind. Nur die ganze Oberwelt,
das ist eine sogenannte Shared Overworld, ja, mit allen anderen Spielern, die es spielen. Ne? Das heißt, man sieht dann lauter andere Player, wenn du halt nur über die Oberwelt läufst und ein paar Leute zusammennietest. So, ja? das heißt, so ein Also es ist ein Einfluss davon. Ne? Und sie sind ja auch gescheit, das machen es, damit man nicht komplett rein Singleplayer daheim spielen kann mit einer Raubkopie. Ne? Indem die Oberwelt... Ich brauche Internet, damit ich ja, das Spiel spiele. Ja. Es gibt ja fast kein Spiel mehr, auch egal ob Singleplayer oder nicht, wenn nicht persistent online ist. Ich meine, bei den Zaubereffekten zerfetzt die Leute schon. Was mir auffällt, im Gegensatz zu Diablo 3, ist, deine Fähigkeiten gehen nicht mehr durch und du mähst durch alles durch, sondern es ist mehr ein direkter Impact und Zerfetzen, ja, vom Gegner und dann rollt er vielleicht weiter. Aber nicht so, dass du Diablo 3 hat das Problem, dass du durchgleitest wie durch ranzige Butter, ja, durch die Gegner teilweise. Ja. Der Spielchen Impact, das schaut gut aus. Ausschaut tut schön, ja, aber es ist schon Single-Player grundsätzlich, oder? Oder ist man dann in der Group und im Team unterwegs? Ja, natürlich kannst du das alleine genauso spielen wie klassischer Singleplayer, aber die meisten werden es halt Multiplayer spielen. Was an dieser Shared Overworld von Blödsinn wird, ist, wenn du quasi einen Questmarker hast und du musst eine Höhle erforschen, die noch nie in 300 Jahren noch keiner erforscht hat oder so. Und dann stehen halt 20 Leute davor, weil da das Quest beginnt. Ne? So quasi okay. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Und wie ist die Stimmung in der Community? Hast du was mitbekommen? Naja, nach dem Diablo Immortal Disaster am Ende natürlich sehr positiv. Ja. Und man muss dann jetzt halt natürlich schauen, wie sich das Ganze zeigt. Ich verstehe es, warum sie eine quasi gemeinsame Overworld machen, sodass du quasi nicht mit Raubkopie allein daheim spielen kannst und zwingen dich somit zum Always Online, ja? Weil es einfach eine Spielmechanik ist, sagen sie. Ich sage, es ist schlechtes Game Design, ja, was an Scheißen geht. Haben eben millionenfaches Geld. Ja, aber mal schauen. Also nach dem Immortal Disaster haben sie jetzt natürlich die Chance, dass das entweder der Heilsbringer ist oder das komplett in den Arsch geht, ja, und Diablo dann tot ist. Ja? Ja. Interessanterweise sieht man von Diablo noch nichts. Also die Dame, die wir am Ende gesehen haben mit dem durchsichtigen Möpsen und dem durchsichtigen Herz, das ist ja die Lilith. Aha, aber ja, okay, schauen wir mal. Ja, ich kenne mich mit Diablo ja gar nicht aus. Das ist wirklich, so ein unbeschriebenes Blatt für mich. Aber das Spiel an sich wird so ein ganz normaler Kauftitel sein, den du um 30, 40, 50 Euro kaufst und dann einfach spielen kannst. Du musst keine Ingame. Nein, so wie ein MMO wird es nicht sein, dass du quasi ein Abo brauchst oder so ein Blödsinn. Aber was irgendwann kommen wird klassisches DLC sein. Das heißt, okay, Erweiterungspakete dann irgendwann um 20 Euro, 30 Euro, wenn dann halt 5 neue Welten dazukommen oder irgendwas. Ja. Ja. Aber das ist ja gang und gäbe bei den Games. Ja. Okay. Spielt wer von euch Diablo? Kennt wer von euch Diablo? Wie schaut es aus bei euch? Finden Leute Diablo toll? Haben es manche am Handy gespielt und finden es großartig? Und wir reden nicht von der Pizza übrigens, ja. Nicht von der Pizza Diablo, sondern... Die ist natürlich auch gut. Ja. Die ist super, ja, aber ja. Wer ist nicht der Diablo in dem Spiel? Kämpfst du dann am Schluss ganz am Ende gegen den Teufel? Genau. Das ist der Endgegner? Diablo, ja. Der Diablo. Na schau. Dann macht der Name Sinn. Ja. Schön. Bis dato zumindest. Ja. Mal schauen, was mit Lilith passiert. Ja. Okay. Dann gibt es auch andere Dämonen noch. Aber schauen wir mal. Sowas. Na gut. Was hat sich bei dir getan? Was hat sich bei mir getan? Bei mir hat sich viel getan, aber was hat sich in der Nerdwelt getan? Da hat sich natürlich sehr viel getan. Wahrscheinlich auf deiner Seite der Nerdwelt natürlich. Auf meiner Seite der Nerdwelt, auf der hellen Seite quasi. Ja, richtig. Ja, ja, also ein großer, spannender Moment für viele war wahrscheinlich der Start von Disney Plus. Das war ja vor 2, 3, 4, 5 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr. Lustigerweise natürlich nur in den USA und in ein paar exklusiv ausgewählten Ländern dieser Erde. Und Österreich gehört natürlich nicht dazu. Das heißt, man kann zwar die Seite von Disney Plus ansurfen und sich anschauen, aber da steht dann, dieser Inhalt ist in ihrem Land leider nicht verfügbar. Geht's scheißen. So wie alle guten Filme auf Netflix bei uns, ja? Ja. Das ist natürlich sehr nett. Nichtsdestotrotz gibt es ja Möglichkeiten, sich Sachen anzusehen. Pirate Bay, da kann man sich Sachen ansehen. Ich habe durch Zufall dann die erste Folge von Mandalorian gesehen. Diese Real-Serie, die im Star Wars-Universum spielt und eben um so einen Mandalorian-Kopfgeldjäger geht. Und ich muss sagen, die Internetwelt ist begeistert, mir hat das auch sehr, sehr gut gefallen. Also es ist wirklich, wirklich cool und lässig. Hast du das auch gesehen? Nein, noch nicht. Okay. Ich lasse mich zuerst enttäuschen vom letzten Star Wars Kinofilm und dann will ich was Gutes sehen. Ja. Und ich glaube wirklich, das ist so der Hype bei mir und ich glaube bei den meisten Leuten für diesen Film ist einfach weg. Das ist so uninteressant, das interessiert mich überhaupt nicht. Dieser Film ist so, ich freue mich auf die nächste Folge von Mandalorian. Das ist wirklich leibend und wirklich cool gemacht und schaut geil aus. Es ist so richtig dreckig, böses Star Wars mit Kopfgeldjägern und
wirklich, wirklich leibend. Und ein wirklich geiler Cliffhanger am Ende auch, fantastisch, wirklich, wirklich schön gemacht, schöne Bilder, wirklich cool, fantastisch. Ja, das zweite, Disney Plus ist auch unglaublich erfolgreich, hat irgendwie jetzt schon 10 Millionen Abonnenten, also da läuft wirklich gut. Ich glaube, am ersten Tag sind die ganzen Server auch zusammengestützt, weil so viele Leute eben, ich glaube, es war einfach Star Wars sehen wollten. Und die andere spannende Nerd-News, die, glaube ich, auch das Internet fast zum Zusammenbrechen gebracht hat, ist McClunky. Das ist so lustig. Auf Disney Plus gibt es ja die ganzen Star Wars-Filme und bei A New Hope gibt es ja diese berühmte Szene Han gegen, wie heißt der andere Kopfgeldjäger, den er abschießt? Greedo. Gegen Greedo, genau. Diese berühmte Szene, die ja schon x-mal geändert wurde. Die klassische Szene war natürlich, Han Solo knallt ihn einfach ab. Han shot first. Genau. Han shot first. Dann 1997 ist ja diese komische Super Special Edition rausgekommen, wo auf einmal der Greedo auf den Han geschossen hat, was ja ganz komisch war, weil das einfach nicht stimmt, haben sich alle aufgeregt, berechtigterweise. Dann, ich hab nachgelesen und recherchiert, 2011 haben sie es nochmal überarbeitet, da haben sie dann die Reaktionszeit von Han auf den Schuss von Greedo ein bisschen verkürzt, dass er ein bisschen schneller reagiert. Schlimm ist auch, wenn man genau schaut, man sieht auch, wenn der Greedo auf den Han schießt, dann geht der Han so auf die Seite und man merkt aber, dass das digital bearbeitet ist, weil sich sein Kopf verschiebt sich einfach so ein Stückchen drüber. Ja, es macht das schaut schrecklich aus, das ist ganz, ganz schlimm. Dann 2014 haben sie nochmal die Zeit zwischen dem Schuss vom Greedo und dem Schuss vom Han Solo nochmal ein bisschen verkürzt. Jetzt schießen sie ja quasi fast gleichzeitig aufeinander. Ja. Und jetzt, bei Disney Plus, ist ein New Hope rausgekommen und sie haben wieder was geändert. Angeblich war George Lucas federführend dafür. Und zwar, bevor sie aufeinander schießen, sagt der Greedo jetzt McClunky. Und keiner weiß warum. Und das finde ich eigentlich extrem leibend. Okay. Ich glaube, das ist möglicherweise einfach ein Marketing-Gag von Disney, die haben sich gedacht, die ganzen Trotteln wie wir reden da jetzt drüber und wir machen das einfach. Und fadisieren unser Publikum. Ja. Und keiner weiß, was McClunky ist. Ja. Ist McClunky vielleicht der Bruder von Greedo, den Han Solo irgendwann einmal umgebracht hat? Ist es irgendwas auf Huttisch, irgendwas ganz Wichtiges? Wahrscheinlich hat er nur gesagt, damit deine Mutter. Oder irgend sowas. Ja. So, was steht denn da alles? Schau, die Leute fadisieren sich schon. Der Elmato freut sich auf D4. Ja. Diablo 4. Ja, na wenigstens einer. Noch jemand. Ja. Der Florian freut sich auch drauf. Er meint, aber außer es kommen Microtransactions, dann nicht. Ja, nein, ich hoffe schon, dass auf Microtransactions scheißen, ja. Ich hoffe auf klassische DLC-Erweiterungspakete oder halt spezielle Spielmode, ähnlich wie in StarCraft Zone, die kannst dann halt episodisch irgendwie downloaden. Normaler DLC war halt cool. Na, wenn ich für irgendwelche Seelensteine oder Upgrade-Items dann da einen Euro und da einen Euro reinpfeffern muss, dann werde ich auch drauf. Ja, hätte ich gemeint, ja. Genau. Sehr sympathisch finde ich auch beim Florian, dass er immer noch Diablo 1 und 2 am Rechner hat und spielt. Ja, Pflichtprogramm auf jeden Rechner, aber hervorragend. Respekt, ja. In Zeiten von Angry Birds und Candy Crush ist das nicht selbstverständlich, ja. Der Patrick hätte gerne als Challenge Pizza Diablo Weitschießen. Ah, das ist gut. Da können wir es nicht vorher essen, wir machen Weitschießen nur mit I und E umdreht. Ja, also ja, ich hab zuerst schnell gelesen, ich dachte, er hat Wettscheißen geschrieben, aber er hat Weitschießen geschrieben. Okay, ne? Ja, machen wir zuerst das erste, dann essen wir es und dann naja, schau, bei der Pizza Diablo können alle mitreden, sogar der Sigi. Sehr gut. Großartig, so, ja. Ich glaube, wir überziehen schon massiv, dennoch mag ich noch ganz kurz was anmerken. Terminator Dark Fate ist ja jetzt schon im Kino. Yes. Ich war ja auf Urlaub relativ lang und das war sehr, sehr schön und ich bin sogar extra in Chiang Mai, habe ich mir ein Moped ausgeborgt, um ins nächste große Einkaufszentrum zu fahren, weil dort war ein Kino und dort habe ich mir Terminator Dark Fate angesehen, lustigerweise sogar auf Englisch hat es ihn dort gegeben. Das war ein spannendes Abenteuer, ich habe einen riesigen Fernsehsessel gehabt, mir wurde mein Getränk und mein Popcorn serviert. Bevor der Film begonnen hat, ist noch so ein kurzes Werbevideo für den König gelaufen, wo alle aufstehen haben müssen im Kino. Habe ich auch gemacht, weil die sind da sehr hagelig mit dem König. Und dann habe ich mir den Film angesehen und ja, also ich dachte mir schon im Vorhinein, wenn das passiert, was ich befürchte und glaube, stehe ich auf und gehe. Es ist das passiert, was ich gefürchtet habe. Ich bin dann aber doch nicht aufgestanden, weil der Sessel so bequem war und habe mir den Scheißdreck bis zum Schluss angeschaut. Und der Film ist meiner Meinung nach eine Katastrophe. Schlimmer und blöder hätten sie das nicht machen können. Das ist einfach alles, ich mag ja nicht spoilern, aber es war so der Versuch, das was The Force Awakens mit Star Wars gemacht hat, was ich ja ganz okay gefunden habe. Ich glaube, du hast den Film, du magst ihn nicht. Ich habe das ganz okay gefunden, sie haben das irgendwie auf charmante Weise in Wirklichkeit einfach ein New Hope einfach nochmal gedreht, in Wirklichkeit ein bisschen modernisiert. Das haben sie mit Terminator auch versucht, aber einfach nur nach hinten losgegangen und es ist einfach ein Schlag eines jeden Terminator-Fans so mitten in die Fresse rein.
Ja, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und der Film ist auch der größte Flop, glaube ich, ever und macht Millionen Verlust und große Katastrophe. Also sie wollten eine Trilogie machen, die wird definitiv nicht passieren. Es tut mir ein bisschen leid, weil das war es wahrscheinlich für den Schwarzenegger als Terminator. Wir werden ihn jetzt nicht mehr sehen, aber wenn man das so am Blödsinn macht, nein, das ist wirklich, das ist, nein. Ja. Ich würde es euch gerne erzählen, aber ich mag nicht spoilern. Schaut es euch selber an, macht euch eure Meinung. Auf Desenhof muss ich mir jetzt unbedingt anschauen. Ich bin sehr gespannt. Für mich könnte es der beste Terminator sein, weil er wahrscheinlich so blöd ist, dass ich ihn wieder gut finde. Nein, er ist nicht blöd. Er ist der erste seit Terminator 2, der R-rated ist. Also sie haben versucht, jetzt wieder was Böses, Terminator-mäßiges zu machen, aber wirklich nein. Ich werde sehen. Ja. Ich halte natürlich die Community auf dem Laufenden, wie ich den Film finde. Also würde mich nicht wundern, wenn du bei der Eröffnungsszene abdrehst. Aber okay, schauen wir mal. Na gut, so, was steht da noch? StarCraft und Warcraft hat auch noch installiert, der Florian, sehr gut. Die mag ich auch sehr gerne. Hey, Blizzard. Gut, ich glaube, wir haben jetzt ungefähr eine Viertelstunde lang Scheiß erzählt, aber das macht nichts. Was kommt denn jetzt als nächstes? Naja, von der Nerdwelt gehen wir jetzt dann hinaus in die reale Welt, zu den echten, richtigen Nachrichten, die aber eigentlich niemand braucht. Ja. Viel Spaß, gleich im Anschluss mit dem Chilled Flash. Mittwoch, 21:30 Uhr, Zeit für die Nachrichten, die Sie sowieso nie brauchen werden. Österreich, ein Paukenschlag im österreichischen Parlament, um die Ordnung bei Sitzungen im Hohen Haus wiederherzustellen, wurden nun Änderungen in der Geschäftsordnung vorgenommen. Abgeordnete dürfen ab jetzt wieder ihre eigene Jause mitbringen und alleine aufs Klo gehen, sofern das Parlamentspräsidium und die Eltern erlauben. Weiteres dürfen Abgeordnete ihr Handy mitbringen, müssen dieses aber vor der Sitzung beim Lehrer abgeben und dürfen es danach wieder abholen. Als Strafe für schlechtes Benehmen und Zwischenrufe müssen Abgeordnete künftig die Hausordnung des Parlaments in Normschrift abschreiben. Weiteres Thema, Greenpeace hat jetzt veröffentlicht, dass in vielen österreichischen Nahrungsmitteln doch gentechnisch veränderte Substanzen enthalten sind. Besonders trifft es zu auf Schweinefleisch, weil eben genmanipuliertes Soja diesen Schweinen gefüttert wurde. Das Gesundheitsministerium bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung. Sollte also Ihr Sonntagsschnitzel demnächst den Erdäpfelsalat aufessen oder mit Ihnen sprechen, melden Sie das bitte. Sollten Sie das Schnitzel trotzdem verzehren, viel Spaß damit. Ein Blick ins Ausland. In Sri Lanka hat der Präsident überraschend den Premierminister abberufen und ihn neu besetzt durch seinen eigenen Bruder. Der Aufschrei der Opposition war natürlich groß. Hier wird Vetternwirtschaft und Korruption vermutet. Der Präsident geht aber noch ein paar Schritte weiter. Er nennt jetzt seine Großmutter zum Verteidigungsminister, seinen Hund zum Agrarminister und seine Badewanne zum Justizminister. Die Soko Ibiza ermittelt. Noch etwas aus der Wirtschaft. In Linz sollte eigentlich heuer schon eine neue Donaubrücke eröffnet werden. Diese wird aber aus budgetären Gründen erst nächstes Jahr gebaut. Bis dahin wird die Stadt Linz, bis zur Fertigstellung eben wird die Stadt Linz an alle Einwohner von Linz Schwimmflügel verteilen, um die Donau sicher zu überqueren. Für Fahrzeuge gibt es eigene Schnorchel, um den Verkehrsfluss nicht zu beeinflussen. Zum Schluss noch zum Sport. Bei der österreichischen Staatsmeisterschaft im Kampftrinken gewann in der Bierklasse erwartungsgemäß der Steirer Alois Hopfner mit einer Gesamtleistung von 26 Litern in 2 Stunden. In der Obstlerklasse konnte sich der Burgenländler Simon Leibner seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen und in der Kategorie Spritzwein gewann wie immer der langjährige Lokalmatador Michael Heupel aus Wien. Die Sieger erholen sich jetzt momentan noch im Wiener AKH, werden aber nächstes Jahr
Jahr bei den Olympischen Saufspielen in Kuala Lumpur teilnehmen. Wir erwarten uns einen Medaillenregen. Das war's von den Nachrichten zur Werbung. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker. Also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter. Süßkraft. Also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinker. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau richtig. Also, mir als Metzger ist es nicht wurscht, womit Sie meine Koteletts braten. Ich empfehle Ihnen Mutterbutter. Denn mit Mutterbutter, da schmeckt Ihr Fleisch so richtig nach Fleisch und nicht nach Fett. Mutterbutter. Scheibletten sind jetzt in vielen Geschäften im Angebot. Die saftigen Toastscheibletten zum Überbacken. Zum Beispiel für heiße Früchtetoasts. Die herzhaften Holländerscheibletten zum Frühstück und zum Abendbrot. Mutterbutter hat die Vielfalt, die Sie sich wünschen. Ob heiß zum Überbacken oder kalt aufs Brot. Scheibletten über alles. Achten Sie beim Einkauf darauf. Scheibletten gibt es nur von Mutterbutter. Ja, willkommen zurück. So viel Werbung muss sein. Kaufen auch Sie Mutterbutter und nächste Woche Vaterkater. Danach Bruderluder und Schwestertester. Schwestertester, genau. Die Witze hören nicht auf. Auf Oper reimt jetzt nichts. Ne? Ja, Schwager, Sager, Versager. Man könnte einen Tantenelefanten. Ne? Ja, wurscht. Nein, wir haben ja vorher erst über Josef Fritzl geredet. Also, so viel zu dem Thema. Ja, Zeit für etwas Musik von unserem ersten Album. Ich kriege ein Seil, ein Foot und ein Beil, mehr brauche ich nicht leil, das ist mein Milieu. Ein Schick und ein Hüser, da schwören mir die Drüsen, die Alte was Hüser, die soll scheißen gehen. Aber nicht auf mein Klo, wow, weil der fährt schon auch so, wow, nicht auf mein Klo, wow, weil der fährt schon auch so, wow. La Straße, la schneeweißes Nasal, der Duracell-Hasal rennt schneller als ich. Ich hab schon einen Sitzen, sie zackt mir die Zitzen, zuerst kriege ich die Hitze und dann treib ich hin. Wunderbar, aber nicht auf mein Klo. Wow, das war schon auch so. Wow, nicht auf mein Klo.
And she's buying the stairway to Scheiß Haus. Das ist richtig. Ja, ein Lied noch für heute und dann war es schon wieder mit unserem Live-Blog. Gott sei Dank. Solltet ihr noch Fragen haben, dann bitte ab damit. Okay, ja. Okay, passt. Opener wird dieses Jahr Bon Jovi sein. Es geht los um 16 Uhr. Das sagt man halt so, das ist Grunge. Ja, also sollte es noch Fragen geben zu dem Konzert am Freitag oder zu uns, bitte anschließend nach dem Live-Blog, wir sind dann wieder dann werden wir sie beantworten. Auf unserer Couch und sind für alle Fragen offen. Wir können sie jetzt schon in den Chat schreiben. Unsere liebe Produzentin wird sie uns dann mitteilen. Ja, und das letzte Lied für heute ist ein Arsches. Ist eigentlich Arsch und beschreibt unsere ganze Karriere bestens. Die Nummer heißt Arsch. Du hast nicht gewusst, welches, weil wir so viele mit Arsch haben, gell? Okay, also, als Kind da lernt man gehen, das ist quasi kinderleicht. Doch beim Kriechen braucht's viel länger, wie man Perfektion erreicht. Und beim Textlernen auch. Wer früh lernt, wie man sich bügt, hat später kein Bedarf für Rückgrat. Und wird auf einer Spur aus Schleim erfolgreich sein. Wurscht, dass du studiert hast, das ist bloß so, was du kannst. Keine interessierte Leistung, dafür gibt es keinen Daumen. Das Einzige, was zählt in der gesamten Arbeitswelt, ist dein Talent. Was war's am Akrobat? Arschgeil, ein bisschen Arschgeil, mit Hunderten von Jahren bewegt. Arschgeil, ein bisschen Arschgeil, weil sich das einfach so gehört. Weil wenn's doch du erfolgreich sein, dann schleim ich ordentlich hinein. Nur wer hinten imponiert, ist ganz vorne mit dabei. Ohne Griechen kommt nicht weiter auf der Karriereleiter. In Ort vom Chef ist jede Menge Platz zum Arschgeil, ein bisschen Arschgeil, mit Hunderten von Jahren bewegt. Arschgeil, ein bisschen Arschgeil, weil sich das einfach so gehört. Im Darm, so bin auch ich im Arsch daheim. Also fasse dir ein Herz. Er ist nicht cool, doch er hat Charme. Und im Winter gibt er's warm. So ein Kragen aus Pumperz. Ich hab beruflich kein Problem, ich bin im Arsch, da ist es schön. Man gewöhnt sich auch daran, dass hier andere Winde wehen. Nur die Harten sagt man, kommen in den Garten. Doch die allerhärteste Weh, dann im allerhärtesten. Und du kannst Arschgeil, ein bisschen Arschgeil. Und dann vom Garten bewegt. Arschgeil, ein bisschen Arschgeil. Weiß ich das nicht, im allerschlimmsten Fall bist du noch Arschgeil, noch Arschgeil. Praktiziere es von Tag zu Tag. Arschgeil, ein bisschen Arschgeil. Willst du der Reine sein, was in jeder mag? Willst du berühmt sein auf einen Schlag? Oder willst du einen Plattenvertrag? Dann musst du Arschgeil. Jo, Arschgeil.
Ja, schön war es heute wieder mal. Jetzt kommt noch was? Wir tun jetzt noch was anderes mit Quatschen und Genau. Answern und so. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt an uns, bitte ab in den Chat. Es kommt jetzt noch ein Video von uns, unser jüngstes und neuestes Video. Viel Spaß mit diesem Machwerk. Blut und Kauderback, bitteschön. Die Piraten, toll, 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 toll. Mich dünkt, wir haben schweres Wetter heute. Leicht Matrose Followers, siehst du schon was? Sind schon Landratten in Sicht? Spät nachts, wenn die See nicht mehr leuchtet, es sieht man Detlef und Sven in der Kneipe stehen. Sie trinken einen Schnaps und vernichten einen Korn und erzählen Geschichten von hinten nach vorn. Sven kratzt sich am Holzbein, spuckt in einen Topf. Detlef trägt ein gepunktetes Tuch auf dem Kopf. Das Anker-Tattoo auf dem Unterarm zeigt, dass ein richtiger Seefahrer vor dir steht. Blut und Kautabak, Blut und Kautabak, eine Möwe, die auf den Schädel kackt. Ein Mast und ein Segel, eine Klappe auf dem Haupt. Das Schiff ist mein Leben und die See meine Braut. Knoten im Tau und ein Schrubber an Deck, eine Ebbe mit Flut und Nageldreck. Der Captain am Ruder, ein Matrose im Nest. Der eine hat Skorbut, der andere die Pest. Wenn ein Sturm aufzieht und der Rum alle ist, verlassen die Ratten das stinkende Schiff. Zurück bleibt nur unser Kapitän, weil er muss mit seinem Schiff untergehen. Blut und Kautabak, Blut und Kautabak, eine Möwe, die auf den Schädel kackt. Ein Mast und ein Segel, eine Klappe auf dem Haupt. Das Schiff ist mein Leben und die See meine Braut. Kautabak, Blut und Kautabak, eine Möwe, die auf den Schädel kackt. Ein Mast und ein Segel, eine Klappe auf dem Haupt. Das Schiff ist mein Leben und die See meine Braut. Blut und Kautabak, Blut und Kautabak, eine Möwe, die auf den Schädel kackt. Ein Mast und ein Segel, eine Klappe auf dem Haupt. Das Schiff ist mein Leben. Grüß Gott. Schönes, schönes Video war das, gell? So, Q&A. Ja, Frage- und Antwortspiel. Was wollten Sie schon immer wissen? Ich habe da jetzt gesehen, es gab einige Verwirrung da im Chat, punkto, wann es losgeht am Freitag. Also nochmal gesagt für alle, die es noch nicht wissen. Einlass ist um 19:30 Uhr und der erste musikalische Act, wie wir sagen würden, ist Chris Zitter um 20 Uhr. Erscheinen Sie zu viel, erscheinen Sie pünktlichst und wie gesagt, sollte doch jemand
Tickets brauchen, kann er sie noch online bei uns auf rotzpip.at im Shop. Apropos, mir fällt jetzt, was machen wir jetzt mit der Ticketverlosung? Lassen wir das unauffällig unter den Tisch fallen? Nachdem du jetzt wäre möglich gewesen. Nachdem du das jetzt so dezent angesprochen hast, irgendwie schwierig. Na, wir wissen, hat irgendwer von den Zusehern noch kein Ticket? Oder ich sage es jetzt mal so, ist jemand unter den Zuschauern, die jetzt live zuschauen, der noch kein Ticket hat und gerne eins gewinnen möchte? Da wir können jetzt live in der Sendung anrufen. Das werden wahrscheinlich nicht viele sein. Wenn jetzt zum Beispiel der Karl schreibt ja, kriegst du Watschen. Der Patrick Albrecht schreibt, Fetzi, schmeiß eine WC-Papierrolle ins Publikum beim Konzert. Das ist mal ein Wunsch. Patrick, bist du dabei beim Konzert? Ich werde dich treffen damit. Treffen wir uns. Also normal schmeißen wir nur unser Unterwäsche ins Publikum, aber mittlerweile ist es zu teuer. Also Klopapier finde ich ganz okay. Und keine Angst, vierlagig. Naja, wobei, das ist ein vierlagiges. Mein Klopapier ist teurer als mein Unterwäsche. Hier deine Frage an den Prolettentoaster. Heißen deine Katzen wirklich Peppe und Ferl? Und zweitens, sind das Kater oder Katzen? Das würde mich interessieren. Aber wenn das wirklich so ist, Respekt. Wir lieben dir. Außerdem ist dein Profilbild ein He-Man. Ein Mann aus Grayskull, glaube ich, oder? Also Prinz Adam kurz vor der Verwandlung eigentlich, wenn man so sagt. Also kurz vor der Ejakulation. Also das ist die Schwuchtelversion vom He-Man, Prinz Adam. Ja, wahrscheinlich hat er sich bei Pepe und Ferl ausgekopiert, das Foto. Der Felix Reichenberger meint, das Ticket hätte schon, aber noch keinen Wandteppich. Zur Erklärung, ich habe vorhin auf Facebook bei unserem Live-Einstieg vor der Rotzshow gesagt, dass es diesen ekelhaft hässlichen Wandteppich zu gewinnen gibt. Wer hat den eigentlich braucht? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, das hätte man denken können. Ja, die Frage ist, was willst du damit tun, lieber Felix? Willst du da hinein ejakulieren? Ja, ich glaube, er braucht Unterwäsche und die schneidet er sich aus diesen Geckos. Ja, so Lendenschutz-Dings und so. Ja, also wir können schon machen, dass wir ihm den schicken, er muss aber zum Konzert kommen, gekleidet in diesen Lendenwirbeln. Okay, na, also machen die Felix, ich weiß ja, wie du aussiehst. Du bist so ein bärtiger Mensch. So wie ein Süßer beim Konzert. Ich werde, nein, was wirklich wie ausschaut. Ich werde diesen Teppich zum Konzert mitnehmen, dann musst du aber während des Konzerts diesen Teppich als Toga tragen, und zwar nur diesen Teppich. Wenn das dein Wille ist, dann soll er geschehen. Deal. Schreib Deal und du bist dabei. Und ich sehe gerade, lieber Eierchick, hast du wirklich kein Ticket noch? Ja. Und er will kommen? Und du hast noch nicht ein Leitungswasser von uns bekommen. Scheiß aufs Leitungswasser. Wenn du am Freitag dabei sein willst, lieber Eierchick, dann schenken wir dir eine Karte. Dann stehst du auf der Gästeliste, wenn du dabei bist. Der NRD-Fan. Jetzt wird irgendwer kommen und sagen, ich bin der Eierchick. Nein, also wir checken das schon, dass wir zu deinen Kontaktdaten da schreiben wir uns irgendwie noch zusammen. Ich weiß ja, wo du unterwegs bist, auf Instagram und so einen Scheiß. Der kennt den. Nein, ich kenne ihn nicht, aber ich weiß, dass er auf Instagram ist. Wir beobachten unsere 3 Fans auf Schritt und Tritt, also wir sind da sehr... Wir wissen mehr über euch als ihr über uns. Wir sind da wie die neue Rotzpippen. Ja. Ich meine, ihr braucht ja nicht fürchten, aber ehrlich, Geburtsdatum als Kennwort für eure Konten ist nicht gut, wollte ich nochmal sagen. Ja. Auch Admin 1 zu 3 ist jetzt weniger optimal. Und die Schuhgröße von der Alten bringt es auf, nicht, weil ich weiß, dass weil die ihre Schuhe neben meinem Bett stehen. Ja. Lieber Felix. Du trinkst immer Champagner draus. Moment, der Felix sagt aber gerade, er braucht den Teppich da nicht. Hey Alter, das ist ausgemacht. Also von unserer Seite jetzt zumindest. Nein, wir werden auf jeden Fall diesen Teppich mitnehmen und du wirst ihn dann dort sagen, du darfst natürlich einen Socken anbehalten. Das ist ganz klar, man will sich ja ungern verkühlen im Herbst dann. Ja. Aber wir bringen das mit. Und lieber Ercik, dir schicke ich gleich jetzt im Anschluss an diese Show versprochen eine Nachricht, damit wir uns verabreden. Du kriegst eine. Ja, aber du kommst auf die Gästeliste für Freitag und ich hoffe, du kommst und wirst bei uns persönlich vorstellen. Nackig bitte, ja? Nackt. Alle, die gratis kommen, müssen nackt sein. Der El Mato meint, er weiß, wie der Eierchick ausschaut. Ich weiß auch, wie manche Eier ausschauen, aber so, ja, wurscht. Wie ein Chick ausschaut auf die Eier, oder was? Ja. Na, dann macht der Martin quasi den Security. Den Vorsteller. Nein, ich werde auf jeden Fall den Eierchick jetzt gleich nach der Probe noch kontaktieren, und damit er zu seinem Gästelistenplatz kommt, freue mich schon drauf. Ja, gibt es noch was zu sagen? So, ja, wichtiges Fragen. Eigentlich sind wir im Q&A-Teil. Ja. Gibt es noch, wenn irgendwas von uns wissen will? Ob wir in St. Pölten spielen, nein, ist nicht geplant. Wer uns möchte, wir sind gern dabei. Wisst ihr nicht, das ist ein Gerücht.
Ja, es gibt schon Gerüchte, es gibt mehr Gerüchte als Konzerte von uns. Diese Gerüchte werden oft verbreitet, auch immer wieder, dass wir in New York spielen und in Brasilien. Big Apple, 3 AM, not yet. Stimmt nicht. Oder dass ich am Heumarkt im Main Event bin, das nächste Mal. Ja, aber naja, wobei, das ist einfach schon. Naja, ich hätte ja gesagt, dass wir bei der nächsten WrestleMania mitspielen, so als Intro-Musik vom Hulk Hogan, aber der hat bis jetzt noch nicht geantwortet. Ich schreibe ihm regelmäßig, aber... Der Patrick hätte noch geschrieben, ich glaube, ihr beiden habt vorher beim Nerd Talk, bei den Nerd News irgendwas mit Diablo 4 da erwähnt. Er hat gemeint, für die nächste Challenge bitte für uns Pizza Diablo weit schießen. Ich habe vorher weit scheißen gelesen, aber weit schießen. Ja, das haben wir, du musst bei den neuen Kommentaren schauen, nicht bei den Kommentaren. Also mit Essen und mit Umschießen ist nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis. Vielleicht können wir nächstes Mal machen irgendwas, was Chili-Wett ist oder sowas, oder irgendwas Scharfes haben. Ja. Na, schauen wir, was uns die Leute vorschlagen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr noch Vorschläge habt, es gibt eine Facebook Rotzshow-Gruppe, dort könnt ihr eure Vorschläge reinschreiben oder auch hier im Chat. Oder einfach vorbeikommen wie der Christian. Oder wie der Christian vorbeikommen und uns einfach was bringen. Also wir sind für jeden Spaß zu haben, solange es YouTube erlaubt. Der Philipp wird gerne wissen, spielt's wieder mal im Bierbeißel. Haben wir jetzt eigentlich die letzten Jahre regelmäßig im Sommer gemacht. Und ja, und das war jedes Mal live. Warum nächstes Jahr nicht? Also Bierbeißel bietet sich eigentlich immer im Sommer an, weil der Garten dort einfach ziemlich geil ist. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir mit dem lieben Betreiber, dem Gerhard, wieder ins Geschäft kommen können, wird es uns nächstes Jahr im Sommer, Juni, Juli, August geschätzt. Ja, muss man sagen, das war im Sommer noch immer ein gewisses Highlight. Ja. Wir haben zweimal drin im Bierbeißel gespielt, das war sehr, sagen wir mal, kuschelig. Drin mag ich nicht mehr. Sehr kuschelig, aber draußen im Garten war es eigentlich immer sehr, sehr leinwand. Großartig, tolles Publikum, ja, viel Spaß. Und sonst sicher keine weiteren Fragen. Würde wer was wissen, oder? Wenn's keine... Haben wir noch was zum Sagen, irgendwas Wichtiges? Kommt am Freitag. Ja, kommt am Freitag. Das war wer es kommt nicht, aber dann. Dann haben wir euch bei der Wursten. Na, wie gesagt, also Freitag wird sicher wieder genial. Ihr habt es vorher gesehen beim Mitschnitt vom letzten Jahr. Die Stimmung war echt grandios, muss man sagen. Das erhoffen wir. Ja, genau. Es kann eigentlich nur besser werden. Dieses Jahr sind die Analphabeten noch dabei, die letztes Jahr gefehlt haben. Sowieso ein Highlight. Also es kann noch besser werden. Die waren ja letztes Jahr eingeplant, die sind halt nur 6 Stunden im Stau gestanden. Wie das Konzert vorbei war, sind sie dann angekommen und war leider... Ja. Wir haben sie dann aber klein Wien eingesperrt für heuer. Genau, die sind seit einem Jahr im Keller in der Arena, also im ehemaligen Schlachthof zu Simmering. Oder Erdberg zu Erdberg. Und Analphabeten sind der Grund, warum ich am Freitag auch hinkomme, ja, zur Location. Ja. Man muss nicht mögen, aber man muss. Der Florian würde noch gern wissen, er hat noch keine Karte für Freitag, hätte aber gern noch 2, da bräuchte mindestens 2. Ja, lieber Florian, wenn das so ist, wenn du PayPal hast, rotzpippen.at auf den Shop und dort kannst du diese Tickets bestellen oder eben dein Glück an der Abendkasse versuchen. Ich würde dir empfehlen, die Vorverkaufskarte zu nehmen. Ist auch 2 Euro billiger. Die wird dann 3 Euro billiger. Abendkasse ist 19. Na, 19 steht überall 18. 19. Steht auf der Karte. Okay. Und auch am Plakat. Das Ticket wird dann, wenn du das bestellst und auch uns das Geld zukommen lässt via PayPal, wird dann dieses Ticket für dich an der Abendkasse auf deinen Namen hinterlegt. Aber wie gesagt, es gibt wirklich nicht mehr viel. Das wird an der Abendkasse sehr, sehr eng. Gibt's Gas. Dieser gewisse Karl Carlsson, den ich nicht zu kennen wage, würde gerne wissen, wann die nächste Rotzshow denn ist. Im Dezember. Im Dezember, Datum wollen wir jetzt noch nicht festlegen, weil wir wissen nicht, wie lange wir dann rekonvaleszent sind nach dem Freitagskonzert. Ja, vielleicht machen wir Weihnachtsspecial. Das könnte natürlich sein, dass wir Weihnachtsspecial machen. Ganz oben, da bin ich verschrieben. Hast dich verschrieben. Von mir aus jetzt passen, du bist immer frei. Ein Weihnachtsspecial, ja stimmt. Da spielen wir in der Weihnachtsbäckerei. Das Geschenk an mich selbst. Gibt's eine Messerstecherei? Wurscht. Also vielleicht gibt es im Dezember ein Weihnachtsspecial von der Rotzshow. Wer weiß, ist eigentlich eine wieso nicht? Idee. Machen wir das Advent. Wir haben 4 Personen und 24 Kasteln. Jetzt wäre jeder, der dividieren kann, weiß, wie viel jeder aus dem Kastel außerfressen darf. 12. Ja. Na, wir könnten es so machen bei der Weihnachtsshow. Bei der Weihnachtsshow machen wir es so, alle 10 Minuten wird einer von uns wie auf einen Adventkranz anzünden. Schön. Ja, können wir machen. Brennt dann Lichterloh die ganze Show. Und wir machen 4 Shows im Advent und jeden Adventssonntag eine und teilen die Show auf 4 mal eine halbe Stunde, oder? Ich bin jetzt schon froh, dass ich einmal im Monat nüchtern sein muss. Also, das geht gar nicht. Also nächste Roadshow im Dezember, vielleicht wird es ein Weihnachtsspecial. Ich meine, nicht direkt am Heiligen Abend, aber vielleicht. Obwohl, das wäre wirklich geil.
Ja, ich glaube, da kriege ich, Schaut halt keiner zu. da krieg ich vielleicht daheim Probleme. Ja. Obwohl, das war halt einmal leid, wenn Leute daheim und dann Christ beim Hucken und am Handy Rotz-Show schauen. Das war mir besinnlich. Der Blumenau hat immer die Sendung gehabt, Weihnachten ohne Freunde, oder? Am 24. sind wir im FM4-Studio allein gesessen und hat getaucht. Der Blumenau hat er keine Freunde. Also, ob er ihn mag. Na, uns hat er. Wir sind sein Stimmt, Ja, ich bin sein Freund. Also, falls Sie sich schon mal Aber wir feiern gefragt nicht haben, Weihnachten. wer die Freunde von Martin Blumenau sind, das sind wir 4. Falls sich die Jüngeren jetzt fragen, wer ist eigentlich Martin Blumenau, googeln Sie ihn. Sehr empfehlenswert. Ich glaube, die jungen Frauen kennen ihn gut. Die jungen Frauen kennen ihn in- und auch. Also, falls du das jemals zu sehen bekommst, hallo Martin. Ja, nein, ich glaube, er ist inzwischen monogam, oder? Mono was? Also, dass du das Wort nicht kennst, ist mir steht doch auf Frauen, oder? Ja, Sie sehen, am schönsten ist, man soll, auch wenn es am schönsten ist, das war wieder mal von 10 Ja, dann machen wir das bitte. Ja. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen viele von euch am Freitag in der Arena. Zuschauen, was er gesagt? Wie gesagt, Zweimal schlafen. noch zweimal schlafen gehen, brav zusammenessen und dann am Freitag lassen wir die Kuh fliegen und die Sau schlachten. Ja, feiert mit uns Ja, Geburtstag. Arena passt, ey. Bis dahin, gehabt euch wohl, noch einen schönen Mittwochabend. Sanfte Grüße. Viert euch, eure Rotzpippen. Wiederschauen. Tiere!